Av onze bulletins nemen waar we de bekommerking over doen. Eerstens, dinsdag zo is je een bibelstund hier bij de kerk. En donderdag, je een gym night bij Starford Public School. En drittens, zijn ons overigens klakzaas gebeden voor de ganze familie. We laden alle aan te komen. En wanneer we voorwaarts kijken doen, februari 7, klok 7 uur van de jugend aan deze bedijn maken, Desert Social. Dat jij dan uitvindt wat het op die is. En du hängst een papier zum Absenden, du worden vrijdag jaren absenden, dat ze weten wat veel komt, zum Reitmerken dafür. En in je noot zegt dat daar wordt de Bibel studieren, wat dat leren doen, dat de Beker zijn, rijdt wenn immer du wel een beetje abhängen. Ik geloof je hebt aanschaft, dat je hebt aanschaft doen nu. En de nieuwe audio Bible players, die plottische Bibeln, die zijn $20. Dat is een goede prijs voor die kan je aan de library kopen. En voor die wordt de kinderhand tussen 3 en 10. 10 week vraag de andere sturen. En dan kan je er dat papier geven. En je kan ook nu zijn de mailbox nummer 237. Dan bekommt je. Dan waren we nog zum Anfang zu beten. Himmlischer Vater, wir danken dich für diesen schönen Morgen. Wir danken dir, dass wir rauskommen, dass wir, dass die Wege sind reingemerkt worden für uns, dass wir fahren können. Wir können hier kommen, zum den Wort anhören. Wir fragen, Herr, dass du uns unsere Horten Weg merken, unsere Horten rein merken, dass wir den Wort hören und das anwenden in uns Leben. Dass du uns die Ehe kriegen von uns Leben. Und du hast uns gemerkt, zum die verherrlichen, zum die dein. En we brauchen die te alle tijd. We vragen dat u moest en onze maatjes zijn van jou. En Heer, ik bid ook voor die daarna dat die woord brengt wat dat u moest. Klaarheid geven. Dat hij mocht die woord reden zoals du dat gezegd hast. En we bidden ook voor die zinnerschoolleerders. En dat u het moest wijsheid geven met de kinderen te leren. En we zijn zo dankbaar voor die. Dat we kunnen ons vertrouwen op de kinderen wat die wordt geleerd van klein aan. En dat we zijn goede leraars gaan, dat we kunnen hier aankomen en die door hem brengen. En we weten dat ze zijn een goede heen. En ik bid dat, wanneer hier van jou smaars we zijn, dat ik niet zeker is, niet klaar is, als hij zich graag stelt met die, dat hij mag het woord horen. En dat hij mag van jou zijn hart aangeven. En we willen ook voor de kerk beden, Ramans, dat die moest, voor allemaal die kinderen opkomen, die moest sterk reden. En dat die woord wordt op vruchtbaar grond volgen, dat het mag veel vrucht brengen. En haar we weten dat zoveel wat ons kan versturen in deze wereld, maar we willen ons van die woord houden en door bewozen. En we danken je voor die woordsteun. In Jezus' naam, amen. Wat Isaac Thiessen aan zijn leid leiden en dan nu wat de boodschap hier. Onze Dietsche Gesang beginnen in 350. Ich weiß einen Strom, dessen herrlichen Flut. 150. Ich weiß einen Strom, dessen herrliche Flut wunderbar Stille durchs Land. Doch strahlet und glänze wie feurige Glut. Wem ist die
Strom. Sein Wasser fließt frei und mächtig. Oh, glaubst, es fließet für dich. Wohin dieser Strom sich nur immer ergießt, ja, jubelt und jauchzet das Herz, dass nunmehr den köstlichen Segen genießt, erlöset von Sorgen und Schmerz. O selig, bitte dich, komm und such diesen herrlichen Strom. Sein Wasser fließt frei und mächtig. Oh, glaubst, es fließet für dich. Der Strom ist gar tief und sein Wasser ist klar. Das schmecket so lieblich und fein. Es heilet die Kranken und stärkt und erbarmt. Ja, machet die Unreinsten rein. O selig, bitte dich, komm und such diesen herrlichen Strom. Sein Wasser fließt frei und mächtig. Oh, glaubst, es fließet für dich. Das Wasser des Lebens, das ist diese Flut, durch Jesum ergießet sie sich. Sein kostbares, teures und heiliges Blut, o Sünder, vergoss er für dich. O selig, bitte dich, komm und such diesen herrlichen Strom. Sein Wasser fließt frei und mächtig. Oh, glaubst, es fließet für dich. Das Wasser des Mundes und trinke sich satt, so rufet der Geist und die Braut. Und wer in dem Strome gewaschen sich hat, das Angesicht Gottes anschaut. O selig, ich bitte dich, komm und such diesen herrlichen Strom. Sein Wasser fließt frei und mächtig. Oh, glaubst, es fließet für dich. Danke. Good morning. Ik begrüße jullie in de naam des Herrn. Wel, dat is een beetje anders dan we gepland hadden voor deze morgen. Maar God is in controle. Dat thema wat ik voor deze morgen even reden wil, is dat ziel en u. En de vers wat je aangegeven hebben in de bulletin van Hebreeën 12, vers 2. Zeg, wel wie Jezus immer en u houden, die den Glauben an uns angefangen hat, ihn auch fertig merken wird. Jesus immer en u houden, ans Ziel. Nicht zu der rechten Hand und nicht zu der linken Hand, aber gleich vorwärts kicken, nur ans Ziel. Psalm 16, Vers 8 sagt, ich habe den Herrn immer in den Augen. Weil er mir zur rechten Hand steht, wo ich sicher stehe. Das ist ein gutes Ziel zu haben. Und weißt du wie?
haben viele Dinge, die in uns Leben ankommen, was wir nicht erwarten dann. Aber wenn wir dann verändern Dinge sich ganz, und dann, wenn wir nicht ein klares Ziel haben, dann werden wir mutlos, dann sind wir ganz abgerecht und wissen nicht, was wir nächstes tun sollen. Diese Werke, Dinge werden ganz anders geplant, als die so weit uitgefallen sind. Wir hatten das geplant, wir würden naar Leamington fahren, een meeting afhouden met de gemeente door. En je weet wat het waren weer. En zo moesten we den plan ändern. Voor de Samariërs zal ik in Leamington de boodschap brengen. Dat moet ook geändert worden. Als Unge zal komen hier de boodschap brengen voor de Samariërs, dat moet ook geändert worden. Je hebt eens zal naar Milverton fahren, door de boodschap brengen, dat moet ook geändert worden. En voor de Samariërs, actually, gisteren, als die willen schrijven in de roep, dat somebody een grote bedürfnis hadden, vroeg als die wilden beden komen. Dan wordt onze weinig opstarten. En zo verschillende dingen passeren, en maar moeten we ons plan ändern. En wat je van zo'n dingen anders gaan, als wat we gepland hebben, dan is er immer gevaar dat we dan abgerecht worden, oder untevreden, oder undankbar, en zo wieder, wenn wir nicht das Ziel klar im Auge haben. Aber der Psalm sagt, im Psalm 16, Vers 8, ich habe den Herrn immer für die Augen. Immer für die Augen. Weil er ist in Kontrolle. Hat das wahre Kontrolle? Er kontrolliert uns Leben. Er sagt, dass er regiert boven im Himmel, auch hier auf der Erde. Er ist in Kontrolle. Und wenn er in Kontrolle ist, dann dürfen wir uns nicht abreden. Dann dürfen wir gleich verdrießlich werden. Dann können wir vertrauen, dass er hat in seiner Hand, und wenn sein Plan anders ist als unser, das ist okay. Das ist nicht bereit. Da müssen wir uns bloß tun und anstellen. Und wenn wir es tun und anstellen, dann können wir auch sagen, das ein Ding tue ich hole immer den Herrn in die Augen. Und er wird mir reich leiden. Und er das. Er weiß unsere Bedürfnisse an. Er weiß klar, wo uns das geht. Er weiß unsere Umstände. Er weiß unsere Bedürfnisse. Er weiß unsere Schwachheiten. Und alles weiß er an. Und er jäft was dran. Er ist besorgt uns. In 2. Mose, Kapitel 3, muss ich was Versen lesen. Und das wird die Begebenheit, wo Israel en Ägypten weer. En ze werden Skloven door, al een paar 100 jaar Skloven geweest. En ze werden zeer bedreigt. En kijk dat zeer slecht. Dat werd zeer schwer. Ze werden niet meer vrij. Ze werden Skloven. Ze hadden geen weg uit. En ze kunnen geen weg zijn, niet? Waar ze er kunnen los van komen. En God, wie gewaar, wat er aangaan deed. God had Abraham dat al 400, meer dan 400 jaar terug al gezegd, dat dit passeren wordt. En dat hij die eruit brengen wordt met een sterke hand. En dat land aanbrengen, waar Abraham dangerous stonden deed. Waar God te Abraham zei, kijk mal naar noorden, kijk naar oosten, kijk naar zuiden, kijk naar westen. Zo wie ze kijken kost. Al dit land wat die en die nu komen geven op Emma. Maar hij zei, die nu komen, die worden Skloven zijn in een vreemd land voor 400 jaar, naar wat hij uitbrengt. Zie God wie je was, wat er aangaan deed. En de Israëlieten werden vielleicht niet je was dat God je was weer. Zij werden zeer onderdrukt. Aber Gott wie je was. In 2. Mose 3, we vangen aan van vers 7. Zeg, dit wie wo Gott mit Moses reden deed. So dann zei de Herr, ich habe das Goud gesehen, wo mein Volk von der Ägypter gequält wird. Und ich habe gehört, dass sie unter ihre Absichten stehen und nicht in mir besorgt hat, dass sie so leiden. Sie Gott wir ganz gewahr, was da passiert ist. Er sagt, ich habe das Goud gesehen. Er hat mit seinen Augen, das hat er gesehen.
En hij zei, ik heb ook gehoord waar die stehen dan, en je die last, wo die zijn. Zegt hij, en nu zie ik je komen. Zie, God deed er wat met. Hij wil je waar, wat er aangik, en hij zei, ik wil er wat met doen. Hij had versproken, en wat immer hij versproken heeft, dat deed hij ook. Hij zegt, nu zie ik je komen, aan van de Egypten ihre gewalt te raden. Ik wil aan u tot land uitbrengen, en nu een gouden en een groot land brengen, dat is een land wat melk en honig ran, waar nu de Canaaniter, Hittiter, Amoriter, Periziter, Hiviter en Jebusiter wonen. Ik zei die dat nog eenmaal. Ik heb dat roepen van de Israëlieten gehoord. En ik heb dat gezien, waar de Egypter aan kwelen. Nu is er aan die. Ik wil hebben dus naar de Egyptenschen kant gaan. En dat du mijn volk, de Israëlieten, uit Egypten uitvoerst. Tweemaal zegt God, ik zie je waar. Ik heb het gezien. Ik heb het gehoord. Ik weet je aan. En ik zie je komen door wat met te doen. God weet wat we ervoor doen. God weet onze troubles. God zit het al vooruit. Als we in trouble komen, zit hij dat al. En hij merkt een wegrijd, hij heeft een wegrijd. Hij heeft de antwoord en hij is de antwoord. En hij geeft wat ram. En hij zegt, ik heb het gehoord, waar die schreeuwen dan nu mij. En ik zie je komen, die eruit te brengen. God geeft wat ram, van wie lijden dan. Van wie in trouble zijn. We durven niet aan ze hang brengen en ganz miserabelig en ontevreden worden en zeggen, waarom deed God dit voor mij? God heeft niet gezegd dafür. God heeft een zwak voor wat hij deed. En wanneer we grote troubles zijn, dan willen we aan dat we een grote God hebben. We zeer leist ons uit al onze troubles, zeg zien woord ons. So wat kan Moses nu doen? Op wat kan hij zich verlaten? God zegt, ik wil nu is het aan die. Ik zie je komen aan het raden, maar nu is het aan die. Ik wil aan du zoals gaan, naar de Egypten kennelijk, en dan zoals du dat volk eruit brengen. Op wat kan Moses zich verlaten? Eenmaal, dat Israël weer God zijn volk. Tweitens, dit weer God zijn arbeid. En drittens, dit weer God zijn plan. En vierdens, hij had God zijn verspreken. En kijk dit, gaan du en ik ook. Wat immer onze omstandigheden zijn, wo immer God ons zo beroepen heeft, we kunnen ons zeker zijn dat God heeft een plan, zijn volk te raden. Dat zijn arbeid. En alles wat er veel te doen, heeft hij al gedaan. Als Jezus stierf, roept hij uit met een luide stem, dat is vorig, dat is volbracht. Hij had alle vorig gemerkt. Nu is het aan ons. Dat er God zegt den Menschen dat. Dat is al vorig gemerkt. Dat is alle betoeld. Je kan nu vrij worden. Je kan nu seilig worden. Nu is het aan ons. Zegt hij nu goed. En alle wereld en zegt hij dat. So we gaan dat verspreken dat God dat zijn volk raden. Dat is God zijn arbeid, niet ons. Dat is God zijn plan, niet ons plan. En we gaan God zijn verspreken, we gaan zijn woord. En zijn woord zegt, ik wil immer bij jullie zijn, maar om wel eng, ik wil jullie niet verlaten, ook niet verzien. En hij zegt, wat immer wie ons veelt, zal we hem nog vrouwen. En wat immer onze bedürfnis zijn, wat hij ervult. Wat hij ons geven. Die verspreking, die hebben we ook. In Psalm 121, ik wil die ganze psalm lezen. En dit is een psalm wat hij geschreven heeft, waar hij zich
uitspreken dat zijn vertrouwen op Gott. Dat sag ich als ein Psalm, ein Lied auf der Reise nach Jerusalem zu singen. Jeder Jahr wurden die Juden von dem ganzen Land nach Israel, nach Jerusalem gehen, um dort opfern und dort Gott anbeten. Und von wo immer du nach Jerusalem gehst, du gehst immer nach. Es ist dann, dass du vom Süden oder vom Westen oder vom Norden oder vom Osten nach Jerusalem gehst, du gehst immer nach Jerusalem. Weil Jerusalem ist auf dem Berg, hoch auf dem Berg. In die Schrift sagt er, ein Lied zum Singen auf dem Weg nach Jerusalem. Sagt er, ich hebe meine Augen ab und check nur den Boy. Von wo kommt meine Halb? Meine Halb kommt von den Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Er wird den Faut nicht lappen lassen. Er, der über die wacht, wird nicht schlucken. Bestimmt wird er, der über Israel wirkt, nicht schleiprig und wird auch nicht schlucken. Der Herr wirkt über die. Der Herr wirkt über die, oder der die hält, der besieht am Stunden. Die Sonne wird die über Tag nicht steigen und der Mond auch nicht wieder nach. Der Herr wird die von allen Weisen bewahren. Er wird über deine Säule wirken. Der Herr wird über die wirken, wenn du rückgehst und wenn du nennen kommst, von nu an und bei immer. Das ist ein Psalm, wo es soll viel Trost und Mut geben. Sagt der Herr, der wirkt über deine Säule. Und er wird nicht mal Mittagsschlaf holen. Er wird nicht mal was checken. Er sagt, er wirkt, er checkt immer auf die. Das ist ein guter Trost für uns, wenn wir durch schwere Zeiten gehen, durch Umstände, was wir nicht geplant haben, aber wo Gott uns nennen hat und durchleiten hat. Wenn Menschen uns nicht verstehen und sie kritisieren, was wir tun, willst du nicht das ganze Bild sein? Oder willst du vielleicht besser sein in ihr Hort? In jeden Stand geben? Was immer da passiert, aus der physischen Krankheit ist, oder andere Troubles in uns Leben, oder in unserer Familie, oder wo immer das ist, was immer da kommt, wenn wir das am Denk holen, und auch dann, was der Psalmist sagt, ich hebe meine Augen ab nur die Boy. Sie haben wir ab nach Jerusalem, um zu anbeten. Sagt er, von wo kommt meine Hilfe? Meine Hilfe kommt von Gott, der Himmel und Erde gemacht hat. Wenn wir dort auch als uns Ziel haben, ich hole immer den Herrn an meine Augen, sagt der Psalmist. Das ist mein Ziel, das ist, wo ich hinkriege, das ist, von wo meine Hilfe kommt. Und wenn wir dort auch tun, dann können wir mutig vorwärts gehen, wenn Menschen sich all solche Dinge nur reden, kritisieren, complainen, oder wenn Dinge schwer gehen, in Trouble, wo wir all verschiedene Troubles haben, wenn wir den Herrn in uns holen, wenn wir abchecken nur den Herrn, von wo unsere Hilfe kommen wird, in gewahr sind, dass er wirkt über unsere Seele. Das ist, was er sagt. Und er wird nicht schlucken, er wird nicht schleiprig, er wird nicht abhören, er wird immer über uns wirken. Das er läuft uns. Er hat uns mit einem dearen Preis gekauft. Wer lässt er uns gleich aus seinen Augen? Er passt uns ab. Wir haben einen großen Wert in seinen Augen. Er hat einen sehr hohen Preis gezahlt,
uns zu erleisen. Wir sind viel wert bei ihm. Nicht von was wir getan haben, aber was er uns gemerkt hat, in sein Ebenbild. Und wenn er sein Blut uitgegoten hat, für uns, uns zu raten. Doorheen leeft hij ons. Doorheen dat hij eeuwig ons werken en oppassen en ons bewahren. Als Jezus zijn Jünger dit leren wil, nam hij aan op een fieldtrip. Nam hij aan op een boot en wil er eine sehr wichtige Lektion lernen. Sie hadden al bekannt, dat hij Gottes zijn wir, dat hij de Messias wir. Aber sie verstanden noch nicht wirklich, wer hij wir. Und hij will sich openbaren today, hij will entwiesen, wer hij wir, zodat zij aan vertrouwen können, dat zij ook immer u op hem houden. In Johannes 13, Vers 13, zegt Jezus te zijn Jünger, je namen mij Herr in leren, en dat zei je ook graag. Wils dat is wat ik zie. Sie nannten ihm dort, aber sie verstanden noch nicht wirklich, was das meint. Sie hatten noch nicht gelehrt, ihre Augen bloß auf ihm zu halten. Und in Matthäus 4, Vers 19, da sagt dann seht heute an, falsch mich nu, und ich will jeden Menschen verschmerzen. Er sieht nicht Gott vorab, er sieht nicht Gott besiegt, er sieht falsch mich nu. Weet je, wat die Sonne hier herangehen lässt, dann kannst du immer den Uhren inholen. Wenn die auf dem Weg fahren, vielleicht ist je gestern so was, und je musst dir die Uhr holen, an die Kur, wo der Fahrer fährt, dann fällt dir nur Sache, was ich auf einmal erwartet, ist auch eine Ditch dann gefahren. Aber wenn wir Jesus hier herangehen, dann können wir immer ans Uhr und Arm holen. Und da werden sie sagen, hey, falsch mich nu, komm mich hier ran, dann kann ich sein, wo ich gehe, was ich tue, und dann dort auch. So steht. So am Ende dieser Lektion zu lernen, sagt er dann, krieg mal am Boot nehmen, und wenn wir mal überfahren, nur die andere Seite. Die Sea of Galilee ist nicht ein sehr großer See. Wir können gut bei der anderen Kant checken, das ist vielleicht mal about 11 Kilometer breit. Aber dat wir groot genoeg zum eine Lektion lernen, dat sie sollen immer ihre Augen und anholen. In Markus Kapitel 4, in der Vers 35, sagt er, als het is oefend wordt, seht hij an, wel wie even fahren naar de andere zijde. Als het is oefend wordt, bij Dienstag, als het eerst Dienstag wordt, dan zei hij, laten we maar even fahren naar de andere zijde. Ziel wir naar de andere zijde. Dat is wat Jezus eens gezegd had. En zij fuhren los, maar als zij eerst op het water waren, dan brengt een grote storm op. En zij hadden niet op deze storm gerekend. Zij hadden gleich geplant, Jesus hat gleich die Ant gesagt, wir wollen mal durch großen Sturm fahren. Nee, er sagt, wir wollen mal nach der anderen Seite fahren. Aber das haben sie vergessen. Und ich habe eins ganz offerhaft, kam ein großer Sturm ab, wo sie nicht geplant hatten. In diesem Sturm deden sie alles, was sie können, um boven zu bleiben, nicht unterzugehen. Und sie schafften und schafften, en zij verloren hoopning, wie dat leidt zo als ditmaal worden ze ondergaan. Ditmaal worden ze niet durchkomen. En dan in vers 38, dan opeens gaan ze naar Jezus, wat de sloepen deed en boot,
Dan zei ze, meester, jefst du nu schram, van wie hier ankommen? Wir soll ganz verdrisslich, ganz abgerecht, und sagen, jefst du nu schram, van wie hier ankommen? Oh yes, hij jeft wat dran. Hij zegt, hij hält die Uhren immer op ons. En hij werkt ever aan de Seil. Was hij weer niet gewoon, dat hoeveel Jezus ramgeven deed am End. Hij stond op en zei te de wind, zie stil. En te de wal, lach je tol. En dat wordt ganz stil. En de jongen verwonderden zich en zeiden, wer ist dit? Wat meen je, wer ist dit? Is dit een vreemde? Nee, dit is niet een vreemde, dit is wie een meester. Dit weer een wat zij Herr en Lehrer namen. Dat wisten ze goed. Waarom zeiden ze dan, wer ist dit? Dat even de wind en de walen am gehoorzaam zijn. Sie hadden nog niet zo'n verständnis, ze hadden nog niet ihre Augen so op aangesteld, dat hij over alles regieren deed. Am Himmel ook op Erde, dat hij macht had over alles, over alle omstanden, over alle problemen, dat zij immer kunnen ihre Augen op aanhouden. Ze hadden eerst alles aangesagt, wat zij zelfs kunnen, en ze is zelfs niet meer kunnen, alle hoopning verloren hadden. Dan zeiden ze, ja, stuur nog ram. Wat je, hij jeft wat ram. Hij stond op en hij stelde den storm en hij wilde al eigen gedaan hebben, want ze anders worden geroopt hebben. Want ze anders worden gevraagd hebben. Want ze anders worden ze ihre troubles gezegd hebben. Maar zij hadden dat nu nog niet gedaan. Nu wie zich alle hoop niet verloren weer, nu roopten ze aan. Wat fehlt er hier? En deze tijd, wat fehlt er hier nog? Die wir bloß eindenken, was fehlen leid, en dat wir glauben. In Vers 40 sagt Jesus an, er sagt zu seinen Jüngern, warum hast du so Angst? Hast du noch einmal keinen Glauben? Warum hast du so Angst? Weil sie hat nicht ihre Augen, die überhaupt angehört. Sie haben gedacht, sie können nicht handeln. Und sie hatten alles angesagt und waren an, dass wir nicht genug. Dann raupten sie arm an. Und fehl dort an Glauben. Das einzige Ding, was an den Tag raten deed wir, dass sie Jesus mit sich hatten. Was je danach kommen auch an Umständen und Troubles nennen, wo wir nicht gerechnet hatten, wo wir nicht geplant hatten und nicht erwartet hatten. Und das ist sehr wichtig, dass wir Jesus mit uns haben. Und dass wir gewahr sind, dass wir nicht vergessen. Er schlaft gleich durch das Hängen am Boot. Seine Augen sind auf uns. Er wirkt über uns. Er sagt, er wird nicht nur schleiprig, er wird nicht meid. Er sieht klar, was er angeht in uns Leben. Und er jeft was dran. Haben wir Glauben? Haben wir unsere Augen op hem gesagt? Haben wir uns Augen Ziel? Wegen Paulus op weichen Raum wir, haben wir gefangen genommen, falsch beschuldigt, und dann gefangen genommen, und wird nur Raum geschickt, soll durch für den Kaiser kommen, und durch gerecht worden. Und als er am Schiff wir, er hat all gewarnt. Ik glaube, yes, Gottes hat dat al gewesen, dat er weer Trouble voorop. En hij had de mensen gewarnt, dat zij zullen niet losfahren, dat wordt niet goed uitvallen. Maar die horchten niet nur aan. En die deden anderwijs. En zeiden kwam een grote storm. En die storm, die drijft dit schip op meer voor 14 dagen. Hadden ze niet zon, ook niet maan gezien, ook niet stierens. Bloos storm. En zei dat als ich alle hoopning verloren weer, dat er jemals, dat er eerst weer wordt geraad worden, en dat is een storm, dan kreeg Paulus de boodschap van God.
En Gott weiß an, dat hij would en alle brengen, safely naar de kant brengen. En China would zijn leven verlieren. Du hast sich noch nichts geändert, die Sterne wieder krack so stark, die Wolken hatten noch die Sonne, Mond und Sterne noch alle bedeckt. Du hast sich noch nichts geändert, als Paulus abstand und sehte die Menschen. So als in Apostelgeschichte 27, Vers 25 Schrift, sagte, du wen sag ich, verzerrt nicht, ich glaube an Gott. En dat het kraak zo worden wordt als hij mij heeft zijn laten. Weet je, wanneer we God zien woord gaan en dat vasthouden aan storm en zeggen, ik geloof aan God, ik hou mijn oren aan arm en ik geloof dat wat kraak zou uitkomen als hij gezegd heeft in zijn woord. En we houden ons aan zijn woord. Dan worden we niet ondergaan in den storm en dat meer. En don't wel grote storm is, en don't wel hopeloos dat loten dat. En don't als al die ram ons ook opgeven dan, aber we derven niet, wanneer we aan God blijven, en we ons aan zijn woord houden wat hij gezegd heeft, dan derven we niet ondergaan. Dan kunnen we zeker staan. En dat is wat Paulus staat in Apostelgeschichte 20, vers 24, zegt hij, aber ik hou mijn ene leven niet veel weet, ik mag bloos mijn weg met vreden te eingaan, in den dienst verrichten, fertig maken, den de Herr Jezus mij opgelegd heeft. En dat is voor het evangelium van God zijn genade aan te staan. Hij had een ziel. En hij zei, ik geef niet heel veel aan mijn leven erom. De enige ding waar ik erom geven doe, is dat ziel te erlangen wat Christus heeft voor mij gezegd. Für das Evangelium anzustehen. Wir können nicht wo. Aus dem Gefängnis oder für den Käse im Gericht oder durch am Meer in das Schiff, wo 276 Menschen wären, die nicht an Jesus glauben leiden. Und dann wurden wir, haben es ein Ziel. Dort fertig merken, was Christus am Tag berufen hat. Und sagen, sein eigenes Leben, wir haben nicht sehr viel wert. Du hast nicht viel Raum. Dort wir in Gott sind hängen. Da wird Gott sich all mit weiten. Haben wir Gott sein deiner. Und wir bis ein Ding wichtig, haben wir bis ein Ding besorgt, er will dort fertig merken, was Christus anberufen hat. Weißt du, wenn wir willig sind, uns Leben am Hand zu geben, dass wir nicht so besorgt sind um uns eigenes Leben, oder wo uns das geht, oder was unsere Umstände sind, wenn wir bloß um ein Ding besorgt sind, unsere Ohren und Arme zu holen, dann wird er uns durchführen, wir wollen nicht untergehen, wir wollen sicher ankommen, durch wo er uns handhaben will. Wenn wir auch so aus dem Psalms deed, unsere Ohren abheben, nur den, von wo unsere Help kommt, der wird Himmel und Erde gemerkt hat. Ich weiß nicht, was du für Umstände erfahren hast, wo die das geht. Aber was immer das ist, was immer du erfahren hast, vielleicht hast du dann die Familie, vielleicht hast du dann ein befriedetes Verhältnis, vielleicht hast du dann eine Arbeit, vielleicht hast du dann eine Gesundheit. Was immer das ist, was du erfahren dann. Kann je ook zijn, mir ist mein eigenes Leben nicht sehr viel wert, also mir ist das nicht sehr wichtig. Einzig, was mir wichtig ist, ist, dass ich dort erfahren will, was Christus hat für mich geplant. Wenn dort ist ein Ziel, dann können wir auch, even in den Sturm, Gott loben und preisen, und wir wollen Wunder sein, wo er den Sturm stellen wird. Und wenn wir sehen, wo er die Wellen in den Wind beschwichten wird, da wird uns Glauben bloß noch stärker werden und arm. Und es steht schwacher. Und das ist, was er will. Und was immer Umstände wir erfahren, er will unseren Glauben stärken und arm. Wenn wir unsere Ohren werden auf arm holen. Das sind dann aus Israel gefangen wir in Ägypten, oder Paulus am Meer wir am Sturm, oder die Jünger auf dem Boot wären, du auf der Lake, im Sturm, wo immer das ist. Wenn wir unsere Ohren auf Arm holen, dann, er wird uns nicht lassen untergehen.
Hij wordt ons niet laten verkomen. Hij wordt ons sicher durchführen en ons kracht door hand brengen, wo hij ons hand haben wil. Hij kan. Wils hij regiert, boven im Himmel, ook unten op de Erde. Hij heeft macht over alles. Mag Gott uns helfen, dass wir würden auch immer das Ziel für uns holen. Zoals de psalmist sagt. Ich habe den Herrn immer für die Augen. Wils hij mij ter rechte Hand steht, wo ich sicher stehe. Kraken down en wat van omstanden. Als we bij ons leven komen en we den dood entgegengaan, oder wat immer die omstanden zijn, wenn hij ons ter rechte Hand steht, dann können wir ganz vertrauen en in onze Augen houden. Waar wir Jesus immer im Auge houden, die den Glauben an uns angefangen hat, en ook vorig merken wordt. Hast du das Vertrauen? Laten we het beten. Herr Jesus, dank zijn dat du dezelfde bist, gestern, vandaag, ook in alle Ewigkeit. Du veränderst nicht. Du regierst boven im Himmel en ook unten op de Erde, willst die als alle Autorität geeft. Über alle Machten, über alle Kraften, über alle Gewalten. Du regierst. En keiner kann je in die stehen. Kein Gewehr, was je in die Gestalt wird durchkommen. En keiner wird seine Ohren auf die hält, wird untergehen. Dank sein Herr für diese klare Wert, was du uns gegeben hast, diese Zeugnisse in dein Wort. Help uns, dass wir würden auch in all unseren Umständen unsere Ohren und die holen. Und du wirst uns nicht lassen untergehen. Dankeschön für die Versprechung, was wir haben in dein Wort. Kriegst du aus Moses, er hat die Versicherung, dass wir dein Volk, dass wir dein Plan in deine Arbeit, in dein Versprechen, du kannst hier abgehen und du dein zusammen und das ganze Volk Israel durchführen, durch unmögliche Umstände. Und sie werden an, dass du Gott wirst und dass sie können dich vertrauen und dass bei dir alles möglich wird. Dankeschön, Herr, dass du uns leben lässt, dass du einen Plan und ein Ziel hast für uns. Help uns, dass wir würden immer wach unsere Ohren auf dich holen und du wirst uns reich leiten. Dankeschön, in Jesus' Namen beten wir. Amen. De omstandigheden in mijn leven die zijn ook interessant. Ik had ook ganz andere plans als waar ik nu uitkom. Ik had veel werk in, heb veel geleerd en ik kon me in arbeid en verschillende dingen ganz wat onder het eeuwige taal. Ik had een plan krijgen voor me, dat is wat ik wil doen. En nu is het ganz anders gekomen. Ik weet nog niet wat het einde van wat zijn, maar Gott heeft me genoeg gegeven dat ik niet opgerecht en moedloos aan de wijn. Ik kon het zelfs niet moet leven dat ik niet dollar opgerecht zie, maar ik weet God om genoeg en hij heeft genoeg. En zo ben ik dankbaar voor. God heeft nog niets geändert. Hij läuft mir nog niets weniger meer als eerst. En daar ben ik dankbaar voor. We wollen nu een lied hier van Peter Mary Freys en nu den wat Isaac Thiessen aan zijn gezang leiden. Agora sabe, ele
ans Uur om Ziel te houden. Aan Ziel is dat naar de andere zijde te komen. Niet zo. Dat leidt dat ook besteden. Aan Ziel is aan de andere zijde. Er komt een dag, wo das Trouble eins mehr hier vielleicht mehr so gut, dass wir noch mehr von vergeten. Aber an andere Seite wird besser sein. Wir probieren einmal den Weg, meine Eltern zu besehen, und ich probiere jedes Mal zu sagen, und du sind. Die sind mehr durch, mehr krank. Niemand in uns bedankt worden. Und sie finden eigentlich mit schwer. Aber ich sage, an andere Seite ist es besser. Es kommt einst ein Tag, wo kein Schmerz mehr wird sein, wo die Wolken verziehen, keine Träne wird geweint, friedlich wandern Hand in Hand, wir an jenen goldenen Strand. Welchen Tag, glorreicher Tag wird es sein? Welchen Tag wird es sein, wenn ich Jesus werde sehen, wenn ich schon sein Angesicht, der durch Gnade rettet mich, wenn mich nimmt bei der Hand und führt mich ins gelobte Land. Welchen Tag, glorreicher Tag wird es sein? Sorgen gibt's nicht mehr, keine Last uns bedrückt, keine Krankheit, kein Schmerz und kein Scheiden gibt es dort. Ja, auf ewig bin ich dann bei den Händen Kanaan. Welchen Tag, glorreicher Tag wird es sein? Welchen Tag wird es sein, wenn ich Jesus werde sehen, wenn ich schon sein Angesicht, der durch Gnade rettet mich, wenn mich nimmt bei der Hand und führt mich ins gelobte Land. Welchen Tag, glorreicher Tag wird es sein? Welchen Tag wird es sein, wenn ich Jesus werde sehen, wenn ich schon sein Angesicht, der durch Gnade rettet mich, wenn mich nimmt bei der Hand und führt mich ins gelobte Land. Welchen Tag, glorreicher Tag wird es sein? Welchen Tag, glorreicher Tag wird es sein? Wij nog onze liedje die zangpieken nemen en draaien nu 273. Vooraan met Jezu, du bloed erkaufte Schar. Voran mit Jesu, du Blut erkauft dich an.
Nach 322. Garben bringen ein, die mit Tränen sehen, ernten eins mit Freuden. 322. Je zijn alle aangeloot de Engelse boodschap. En voor jou te verloten wat je alleen had gegeven af wat gegeven. Waar we nog zum Schluss werden. Voordat we danken dat we die woord klaar gegeven hebben. En help ons haar dat we die mogen im Ziel houden. Te alle tijd. Haar help ons, wenn wir durch die schwere Tiden gehen, dat we mogen hauptsächlich von die, dann unser Hauptkampf von die Haar. Und dat we nicht selbst hier späten, dass du musst alle Troubles wegnehmen von uns, aber leider uns genug geben, durch die Troubles zu gehen, dass wir möchten lernen davon. Herr, ich danke dir für die Stunde, ich danke dir für jeden Einzelnen hier, als wir kommen, und wenn wir von hier verlassen, möchten sie uns beschützen auf dem Weg, und help uns zu sehen, dass wenn die Menschen uns sein, dass dort auch sein, wir haben
eine Hoopning,